Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Und da wir beim letzten Mal den Ursprungszauber hin verwenden müssen, gehe ich jetzt hier nochmal die Gegner ab und sammle nochmal die Erfahrungspunkte ein. Kann ja nicht schaden. So, auf dich und dich machen wir so. Finde ich auch fair, dass Krabbe mit Frösche vergesellschaftet sind, warum auch nicht. Geben wir ein tolles Kampfesduo ab. Und hoffende Wetter. Krafttrank haben wir nochmal. Okay. Stimmt, da weiß ich, wie ich dran komme. An den anderen dahin habe ich den Grundstein gelegt. Der Stäh ist auf seinem Schalter drauf, der bleibt auch dort. Da habe ich hier alles vorbereitet für das da ohne, für das lustige Spektakel, was uns da erwarten wird. Und glauben wir, es wird uns ziemlich heftiges da erwarten. Zumindest was die Kämpfe angeht. Umso besser, dass ich da die Höhle wirklich in 2 Parts eigentlich gecuttet habe, weil heute ist dann definitiv sehr viel Kampf mit dabei. Hua! Ochs drauf! Sehr schön. Ja, könnte es sein, dass uns hier nochmal Levels erwarten. Finde ich gut. Okay, hier habe ich alles geklärt. Das heißt, wir gehen hier nochmal weiter. Lebensenergie und Mana. So, aber durch den Gang bin ich schon gelaufen. Dann gehen wir hier rein. Und jetzt erwartet uns das Spielchen hier. Hier würde ich sagen, machen wir einmal wieder die Pfeiler. Und sobald wir hier an was dran gehen, ändern sich die Stacheln. Kraftband gefunden, Kraftarmband gefunden. Zaubertrank ist noch mit dabei, aller hopp. Und ein Krafttrank. Na toll, jetzt nicht gerade so das Beste, aber schauen wir mal. Zaubertrank. Füllt MP auf. Und KP. Na gut. Okay, fangen wir doch gleich mal an bei den Gegnern, die wir relativ gut fertig kriegen. Weil die können wir doch eigentlich relativ gut und zügig beenden, die Gegner. Die Motte sind ja eigentlich das größte Problem, würde ich sagen. Aber die sind auch diejenigen, die die meiste Erfahrungspunkte bringen. Erstmal die Claymod fertig. Ah, die stehen jetzt hinter die Biester. Das heißt, Maxim kann die auch nicht One-Hitter. Aber Fumi bringt die Entscheidung. Gut, wir probieren dort zusammen drauf zu gehen. Okay, solange es Flotilla betrifft, ist alles in Ordnung, weil Maxim ist eigentlich hier der bessere Kämpfer, den wir brauchen. Sehr schön. Maxim kann das eigentlich ganz gut beenden. Und damit beenden wir es auch. Zack. Drauf auf die Motterschnut. Wie bei The Big Bang Theory, der Ratsch. Wie kannst du es wagen, meine Schwester mit einem Mottenmund zu küssen? Oder unglaublich, dass du meine Schwester küsst mit einem Mottenmund. Wie geht? Großartig, da muss ich jedes Mal nachlöschen wegen dieser Bezeichnung Mottenmund. Aller hopp. Dann Maxim, geh auf den Argschlachener. Und du machst den hier fertig. Die dürften eigentlich auch ganz gut Erfahrungspunkte geben, die Biester. Weil das sind ja hier Dungeon-interne neue Gegner, die hier das erste Mal auftauchen. Okay, sieht ganz gut aus. Aber viel ab. Die ziehen nicht so viel ab. So rum. So wird ein Schuh draus. Aber sie haben ziemlich harte Panzer, sind dementsprechend auch nicht so anfällig gegen physische Attacker. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie viel zu geben an Erfahrungspunkte. So, die hundsköpfige Klobolde, die kriegen wir auch so noch per Nahkampf fertig. Und jawohl, das klappt ganz gut. Tier dürfte auch gleich dran sein mit dem Level. Ah, jetzt sind die, ja, leider mit dem Überraschungsangriff dran. Yeah. Heil dich mal. So, das sieht doch ganz gut aus. Und wieder truffende Wetter. Die hätte ich auf der anderen gebrauchen können. So. Dann machen wir das so und so. Dann dürfte das Spiel ja eigentlich beendet sein hier. Gut. Tia hat ihr Level gekriegt und Maxim ist auch bald soweit.
So, gerade mal kurz gucken. Tia ist auf Level 12 und Maxim 8. Aber Maxim ist auch gleich bei Level 13 mit dabei. So machen wir das. So. Und dann brauchen wir dich hier. Und dort. Reicht du einer? Nee. Dann brauchen wir auch den zweite hier. Damit wir nämlich nach Dotra kommen, weil hier ist ein Unterschlupf. Jo. Hexering gefunden. Moto. Allerhaupt, wer kann es tragen? Du kannst eh nicht tragen, ist noch für weibliche Charaktere gedacht. Und erhöht MP und Tricksaft friert die Zauberkraft vom Gegner ein. Intelligenz erhöht es um 10 und magische Abwehr um 20. Nicht verkehrt. So, da wollen wir noch nicht runter. Wir wollen erstmal da lang. Und gucke, was ich da freigeschaltet habe in dem florale Puzzle in der letzten Episode. Also, hit him. Falls es verschluckt war, ist hit him, wollte ich sagen. Ja, komm schon. Na, kommst du. Kommst du. Du Sausack, du Elender. Komm, dich krieg ich, du Wichtolosaurus. Hüster. Na, also geht doch. So, beide auf den. Und dann ist der erledigt. Fumischlag. Zieht schon mal gar nicht mehr so übel ab. Dann würde ich sagen, wir nutzen die Runde, dass wir uns nochmal heilen können. Das muss hin und wieder einmal sein, sonst landen wir irgendwann vor einem etwas stärkeren Gegner. Und dann sind wir etwas arg schlager bei der Sache und haben dann Pech. Deswegen mache ich das einmal hin und wieder, wenn es sonst keine Bedrohung gibt. Jethelm gefunden. Allerhaupt, das sieht doch aus, als wäre so ein dicker Ritterhelm für Maxim. Kraftarmband hatten wir ja auch noch, natürlich. Armband, was dich vor magischer Attacke schützt und Auraschutz erhöht die magische Abwehr. C-Abwehr hoch und 5 Intelligenz dazu. Als Herde mit Jethelm. Ein Helm, der die Beweglichkeit erhöht und Schleifer reduziert die Schnelligkeit vom Gegner. Bringt nochmal 9 Abwehr mehr und 4 Beweglichkeit. Allerhaupt, jetzt sind wir beide voll ausgerüstet. Sowohl Tia als auch Maxim haben jeweils ihr Sache und sind vollkommen ausgerüstet. Gut, damit haben wir auch alle Truhe hier abgeklappert und können direkt weitergehen. Nordwesthöhle in Lunaria U4. Da sind wir dann kurz vor Endboss. Also, ab zur Krabbe. Mut zur Krabbe. Und truffende Wetter. Ich will mit Maxim nämlich noch sein Level, was er relativ bald erreicht. Uiuiuiui. Das sieht gut aus. Ja, das sah weniger gut aus. Truffende Wetter mit Funke. Und, jo, sehr schön. Das dürfte jetzt der Endschlag sein. Perfekt. Jo, Maxim ist auch wieder mit dabei mit dem Level. Und Orbe warten noch so hässliche Mega-Motto auf uns. Ja, es ist tatsächlich nur Annie. Sehr gut. Sind wir jetzt schnell genug, dass wir zuerst angreifen? Ja, darauf habe ich gehofft. Perfekt. Jetzt greifen die blöde Viecher nämlich nie vor uns an. So, du zuerst. Und dann geht's weiter. Oh, komm schon. So, da. Nächstes Stockwerk. Du müsstest dann zum Endboss schon gehen, ne? Ja, ich glaube, das führt uns zum Endboss. Das heißt, wir müssen erst einmal nochmal in den Korridor. So. Nochmal ein Krabi. Und ich greife natürlich wieder zuerst da. Weißt du was? Wir probieren es wohl beide. Eventuell spart uns das ja ein bisschen Zeit. Tatsächlich. So gut. Entzauber und 2 Gegner gleich platt gemacht. Und du hockt noch ein Klobold, einsam und verlassen. Warte mal. Hier geht's doch irgendwo lang. Könnte es sein, dass du der geheime Durchgang ist? Jo. Okay. Dann weiter hier und Heilsirup. Ja, die sind definitiv praktisch. Die sollten wir auch mal ein bisschen stauen, die Dinger. Weil die können uns bei so manchem Bosskampf später mal aus der Klemme helfen, die Dinger. Und schon geht das Gerenne hier wieder los. Kaum haben wir die Ebene betreten.
geht das Geflitze und das Katz-und-Maus-Spiel los. Okay. Attackieren wir den hinten dran. So. Und reicht's? Nee. Aber mit Fumis Unterstützung dürfte das ausreichen. Gut, Alter. Okay, die ziehen wirklich erbärmlich ab. Ich glaube, wir sind auf einem relativ guten Levelniveau hier. Und der Fumischlag, reißt er's raus? Eher nett. Ja gut, wie gesagt, ich denke, wenn wir weiter kämpfen gegen alles mögliche an Viehzeugs, dürften wir uns auch auf einem relativ guten Niveau halten, was unser Levels angeht. Da ist das Wetter. Und dann dürften wir jetzt auch zum Boss hier von dem Dungeon kommen. Das war auch das Monster, was dem Johnny den Schlüssel abgeluchst hat, beziehungsweise auf den er den Schlüssel geworfen hat, aus lauter Angst. So. Dann hier runter. Okay, jetzt sind die Wege hier geöffnet. Genau. Und hier können wir Magie auffüllen. Hier können wir nochmal freundlicherweise Lebensenergie auffüllen. Und wir können speichern. So, sehr schön. Dazu brauchen wir noch die Bombe. Ringmenü kann ich nett auf einer Treppe aufrufen. Finde ich auch ganz interessant. Und da ist er. Wer bist du? Bist du derjenige, der den Schlüssel an sich genommen hat? Wir wollen den Schlüssel wieder. Der Schlüssel gehört jetzt mir auf immer und ewig mir. Okay. Königsgoblin. Na, komm schon her. Wir versuchen dich erstmal fertig zu machen, du Mistkerl. Ja, habe ich mir's doch gedacht. Wenn es bei Kobolde gut funktioniert, dann funktioniert es bestimmt auch bei Goblins. Als Goblinoide dürften die ziemlich auffällig sein gegen sowas. Upsala, nicht auf dich, sondern hier weiterhin Megabeben. Es braucht nicht viel Zornespunkte und zieht unglaublich viel ab bei dem Biest. So, unseren Avor haut auch nicht ab. Das finde ich auch sehr gut und sehr tapfer von ihm. So, weiter drauf. Als weiter drauf in der Wetter. Ah, der steckt einiges Ei, der Kerl. Aber, speaking of the devil, und schon ist er weg. Maxim braucht nur noch 51 Erfahrungspunkte, bis er aufgelevelt wird. Tia und Avor werden aufgestuft. So, perfekt. Wieder so ein toller Schaufelschlüssel kriegt. Wunderbar, oder? Na dann, nix wie raus mit uns. Ja, theoretisch können wir direkt speichern. Viel abgezogen haben wir ja nicht gekriegt. Also, wieder raus hier. Gut, oder? Großartig viel am Weg haben wir jetzt auch nicht zu gehen. Ich würde jetzt so auch gerne auch wieder Flucht benutzen. Sondern ich gehe das mal wieder manuell raus. Was sich uns in den Weg stellt, stellt sich uns halt in den Weg. Pech gehabt. So, dann geht's hier wieder weiter. Wir sind ja eigentlich relativ nur am Ausgang, genau. Deswegen müssen wir doch nicht extra eine Flucht verschwenden. Das können wir später mal benutzen, wenn wir es auch wirklich dringend brauchen. So. Stellt sich uns ja kein Biest mehr in den Weg. Also, raus aus der Höhle und wieder direkt ab zum Tempel. Gut, gut. Ich wollte gerade sagen, es lief ohne Zwischenfälle und natürlich, prompt ploppen dann die Gegner wieder auf. Ich glaube, das muss also sein, dass es wirklich ohne Gegnerbegegnung nicht geht. Alle ab. Ah, nur noch Ende. Komm. Maxim holt er dann einen Erfahrungspunkt noch von popliche Gegner hier. Ja, die Büffel müssten ausreichen. Hoffe ich doch. Ach, die zwei Schwächlinge, die kriegen nicht mal so einen einfachen Büffel fertig gemacht. Komm schon. Gut, jetzt haben wir noch das Level für Maxim, wie das sein sollte. Und, bist du's? Den Schlüssel werde ich bestimmt nicht mehr auffassen. Seid ihr weit in die Höhle vorgedrungen, wir haben sie immer noch bis zum Eingang gepackt. Der John hat mal alles gebeicht, ich hab ihn nochmal verziehen. Jetzt kann ich endlich wieder nach Tambell. Hurra! Wenn ihr nach Tambell kommt, müsst ihr mich besuchen. Wir führen doch ein Hotel. Ich bin Liana. Bei uns könnt ihr kostenlos übernachten. Jetzt muss ich aber weiter. Ups, die Tür ist noch verschlossen.
Benutzt Schlüssel. Alle hopp, auf geht's. Dankeschön und gute Reis. Gut, gehen wir noch gleich hinterher. Joink. Und jetzt geht's hier direkt weiter noch Tannenbell. Falke und Adler. Interessant, dass der Falke stärker sein soll als der Adler. Naja, ich bin ja nicht bei der Entwicklung dabei, aber ich würde mal eigentlich sagen, der Falke ist gehorsamer, ja. Aber ich denke so, Kampf im Kampf sind es durchaus relativ gleichwertige Tiere. Beides relativ starke Raubvögel, aber ich würde sagen, der Adler ist ein bisschen stärker. Da ist ja wieder die Leana. Willkommen in Tannenbell. Wer seid ihr eigentlich? Das ist Tia und ich ist Maxim. Hallo. Ich danke dir für das, was du im Tempel gemacht hast. Ach, du bist Bruder. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Vielleicht kennt das ihr noch aus der ersten Episode aus dem Vorspann, die beiden. Leana, wer sind denn die Leute? Ich habe eine Schlüssel gefunden, als ich Probleme im kleinen Tempel gehabt habe. Das sind Maxim und Tia. Nett, euch kennenzulernen. Das ist mein Bruder Guy. Ja, danke schön, dass ihr meine Schwester Leana geholfen habt. Maxim, bleib doch noch ein bisschen. Ich habe was Besonderes gekocht. Ja, gute Idee. Die kann zwar nicht allzu viel, aber das Kochen haut sie drauf. Wie genau, was genau meinst du damit? Was kann schon noch? Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Wie bitte? Ich kümmere mich ums Hotel, koche und putze und mach die Wäsche und du? Ich wasch mal Unterhose. Na toll, das ist aber auch schon alles, was du kannst. Mehr nicht. Männer drücken sich vor der Arbeit, wollen aber die ganze Welt regieren. Nicht Wort hier? Ich sehe das ähnlich. Bitte? Nix verurgut. Bleiben doch heute bei uns. Leana, mach doch bitte alles zurecht. Sofort. Ich gehe noch ein bisschen trainieren. Gut, und später vorbei. Alles klar, sehr gern. Bis dann. Das scheinen sehr, sehr nette Leute zu sein. Ja, auf alle Fälle. Gut, ich sag, wir gehen aber erstmal ein bisschen einkaufen. Ich werde Guy heiraten, wenn ich groß bin. Ja, das sieht ja ein bisschen anders, glaube ich. Sonst bringt Leana mir immer den leckeren Tee aus Tarika. Der Tee ist ein wahrer Jungbrunner. Also nicht nur in unserem Anfangsdorf. Ach, hier gibt's so einen Tee-Jungbrunner Opa. Was mit dir, du Wichtel? Die Monster waren schon einmal hier in der Stadt. Guy hat sie alle erledigt. Ja, das ist wohl auch so der Lokalmatador, wie der Maxim in seinem Dorf der Lokalmatador war. Magielader hat Tropfen noch für uns parat. Sturm, Schneesturm, Schock. Schock ist ein wichtiger und wertvoller Zauber. Geht ich gerade nur vorbei der Eikafer. Der Rest ist eigentlich Käse. Braucht man nicht wirklich, finde ich. Aber Schock ist als Elektrozauber durchaus schon nicht schlecht. Sollte man kaufen. Da haben wir noch einen Itemlader. So ein netter Kerl wie Guy findet man selten. So stark und warmherzig. Ach, wenn ich doch nur ein bisschen jünger wäre. Die scheinen ja alle total auf den abzufahren. Weil hier immer mehr Monster auftauchen, habe ich von Guys Kämpfe gelernt. Alle hopp, schade kannst du nicht. Servus, junger Mann. Okay, was gibt's denn hier Tolles? Draht gibt's, Kurzschwert und Kukri. Beilähnliche Waffen mit Dunnerschlag. Alle hopp. Für sie kaufen wir mal das Drahtei. Und, warte mal, Rüstung. Weder Weste. Nö. Ich finde, wir sind hier gut bedient und sollten abwarten, bis wir ins nächste Dorf kommen und einfach mal ein bisschen sparen. So, dann nehmen wir noch Dorai. Was geht denn hier ab? Man sagt, die Monster kämen aus dem alten Turm im Südosten. Alle hopp. Und was sagt ihr noch? Ah, da ist noch eine. Clamento lebt hier am Turm im Südosten. Da gibt's einen Mann, der tolle Sachen herstellt. So. Aber dann sehen wir wahrscheinlich erst in der übernächsten oder in der übernächsten Episode. Und ihr liebe Leute, ich jetzt sage, bevor ich hier mit dem alten Guy spreche, mache ich an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Du retten wir mit dem Guy und triggern noch was
was damit ausgelöst wird. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Ayan Yankee.